Wir steigen gleich steil ein mit einer herausfordernden Frage. Wann hast du zuletzt jemand innerlich verurteilt und danach gleichzeitig gedacht, ich bin eigentlich ganz okay? Ich habe euch eine Situation aus meinem Leben mitgebracht. Wenn ich jeweils so die Väter sehe mit den Kindern vorne drauf, die Trails runterfahren, denke ich, muss das jetzt wirklich sein? Und dann aber letztes Jahr bin ich selbst mal einen Trail runtergefahren mit dem Kindersitz. Und das war wirklich noch etwas gefährlich, weil man kann kein Gewicht mehr verlagern. Ich bin heil unten angekommen, aber es hat mich so daran erinnert, wie schnell zeige ich mit dem Finger auf andere und selber bin ich vielleicht gar nicht so viel besser. Sieht mir noch recht ähnlich, oder? Das ist künstliche Intelligenz. Das Thema heute, warum Jesus immer bei dir beginnt. Und wir werden sehen, wer die Güte Gottes kennt, der wird Jesus bitten, bitte beginne mit mir. Bitte beginne mit mir. Wir schauen einen Text an aus dem Lukas-Evangelium, der sprichwörtlich wurde, auch schon in der Kunst aufgenommen wurde. Man sieht den Splitter im fremden Auge, im eigenen den Balken nicht. Ich finde es noch lustig, wie es da illustriert ist. Sieht so komisch aus, aber wenn man sich das so vorstellt, ist es schon irgendwie eine Tragik in dieser Situation mit dem Balken und dem kleinen Splitter. Wir lesen gleich den Text aus Lukas 6, 41 und 42. Was hältst du dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes auf, wenn du einen Balken im eigenen Auge hast? Wie kommst du auf den Gedanken zu sagen, Freund, lass mich dir helfen, diesen Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinausschauen kannst? Du Heuchler! Entferne zuerst einmal den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du vielleicht gut genug sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Freundes zu ziehen. Ganz ehrlich, meine erste Reaktion, wenn ich das so lese, ja, da spricht Jesus nicht von mir, da spricht er von jemand anderem. Ich habe sicher keinen Balken im Auge. Ich habe höchstens irgendwie einen Splitter oder irgendwie so ein Staubkorn oder etwas. Aber ich und Balken, nein, sicher nicht. Aber wollen wir vielleicht heute offen sein, dass tatsächlich auch wir mit dem Balken gemeint sein könnten? Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ja, viele von uns kennen diesen Bibeltext, er ist sogar sprichwörtlich. Und so schnell lassen wir ihn vielleicht so an uns vorbeiziehen und denken, der gilt anderen. Und Heiliger Geist, wir wollen dich bitten, dass du einfach zu uns reden kannst. Und wenn du irgendetwas erschüttern musst, auch in unserem Herz, Herr, ich möchte auch selbst wieder sagen, hier bin ich, beginne mit mir. Amen. Ja, vielleicht bin ich ja doch gemeint. Mitten im Text ist so die Konfrontation. Du Heuchler. Das griechische Wort Hypokrit bedeutet ursprünglich eigentlich Schauspieler. Jemand, der eine Maske trägt. Das heißt, das, was nach außen sichtbar ist, stimmt nicht mit dem überein, was innerlich passiert. Und gute Schauspieler, die spielen ja genau etwas, das sie eigentlich nicht sind. Und auf der Bühne ist das super, ist das erwünscht, dafür gehen wir ins Theater, dafür schauen wir Filme oder gehen ins Kino. Aber im echten Leben ist das natürlich zerstörerisch. Und die Frage, die da schon im Raum steht, spielen wir vielleicht manchmal im echten Leben Theater? Die einen kennen vielleicht das Gefühl, online eine andere Version von sich zu zeigen als im echten Leben. Du kannst dir nur schon vorstellen, wenn du irgendeine Begebenheit aus deinem Leben erzählst, eine Geschichte, kann es sein, dass du zum Teil nur den Teil erzählst, der dich auch gut ausschauen lässt und die anderen
du sagst schon nur die Wahrheit, aber auch nicht die volle Wahrheit, einfach weil du irgendwo doch gerne gut dastehen möchtest. Ich nenne das mal Image Management. Image Management, dass wir ganz bewusst schauen, wie wirke ich nach außen. Und ich glaube, viele von uns kennen doch diesen Wunsch, eigentlich wollen wir besser dastehen, als wir wirklich sind. Und könnte es sogar sein, dass wir nicht nur vor anderen besser dastehen wollen, sondern dass wir sogar unehrlich sind uns selbst gegenüber. Dass wir bewusst oder unbewusst eigentlich verdrängen, wie es wirklich um uns steht, was wir wirklich für Schwächen haben, was wir für problematische Seiten an uns haben. Dass wir der Wahrheit, wie es tief in uns ausschaut, wie wir fühlen, wie unser Herz ist, dass wir dem irgendwie aus dem Weg gehen, weil es ja irgendwie unangenehm ist, sogar für uns selbst. Balken haben ja irgendwie so eine tragende Funktion. Es ist nicht nur irgendwie eine Fassade, sondern die tragen. Und vielleicht könnte man hier sagen, dass mit dem Balken so wie Denkmuster gemeint sind. Dinge, die uns tief drin ausmachen, wie wir über Dinge denken, auch wie wir über selbst denken. Und wenn wir das so sehen, dann wäre der Splitter vielleicht eher so ganz konkrete Verfehlungen, Tatsünden, die man sieht nach außen, aber die im Vergleich zu unseren Denkmustern eigentlich Bagatellen sind. Und bei den Tatsünden, ja, die Fehler anderen, die können wir sehr schnell und klar erkennen, vor allem wenn sie nach außen sichtbar sind. Und sind sie nicht vielleicht manchmal eine sehr willkommene Ablenkung, damit wir eben nicht genauer hinschauen müssen, wie es um unser Leben ausschaut. Ich möchte noch einen Moment bei diesen Balken bleiben. Was sind das für Denkmuster? Sind es vielleicht Denkmuster, die uns eben helfen, irgendwie einen Weg um unseren eigentlichen Zustand unseres Herzens zu finden, dass wir dem ausweichen können? Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht. Das könnte sein, dass wir Humor so etwas als Schutzschild gebrauchen. Alles wird immer schnell lustig. So muss sich niemand zu nah an mich ranlassen, auch mich selbst nicht. Oder Leistung, Noten, Karriere, dass das mein Wert ist. Oder so die Clique, die Gruppe, zu der ich dazugehöre. Das ist meine Identität. Und solange ich da dazugehöre, ist alles gut. Und dann, ich muss auch nicht zu viel alleine sein, weil wenn ich mit den anderen zusammen bin, dann habe ich da meine Identität gefunden. Oder eben heute so Social Media, dass wir da eine Person sind, die wir vielleicht im echten Leben überhaupt nicht sind und wo wir auch davon leben, dass wir Anerkennung irgendwie über Likes, über Reichweite, weiß ich was, erhalten. Oder, vielleicht ist uns das auch noch recht nah, so super korrekt zu sein, um moralisch gut dazustehen oder eben sogar moralisch überlegen zu sein. Sagen, hey, also wenn ich den und die anschaue, bin ich froh, dass ich doch besser bin. Natürlich, wir würden das nie so sagen, aber ja, wenn wir vielleicht doch ganz tief in unser Herz hineinschauen, dann merken wir, ja, so weit weg ist das gar nicht. Die Liste ist wirklich nicht abschließend, aber wir sehen, es können viele solche Dinge zu einer Maske werden in unserem Leben, wo wir schlussendlich auch Schauspieler sind. Und wenn Jesus, du Heuchler, sagt, müssen wir vielleicht sagen, ja, Herr, hier bin ich.
Was noch spannend ist, diesen Balkensplitter-Vergleich bringt Jesus nicht irgendwie an die Adresse von den sündigen Prostituierten oder von den falschen Pharisäern. Nein, wenn ihr im Vers 20 lest, dann wendet er sich seinen Nachfolgern zu und predigt für sie. Und in diesem Zusammenhang kommt auch dieser Vergleich. Und wenn Jesus seine Nachfolger damit anspricht, müssen wir uns vielleicht schon fragen, ist dieses Problem der Selbsttäuschung nicht einfach ein Randproblem, sondern könnte es unser Normalzustand sein? Ja, wie erkennst du deinen Balken? Jesus sagte ganz klar, hey, fange bei dir an, du musst deinen Balken im eigenen Auge sehen. Wenn du denkst, hey, ich habe keinen Balken, dann ist das wahrscheinlich schon der Beweis, dass du einen hast. Er könnte heißen, keine Selbstreflexion, es könnte sein, überhöhter Stolz. Ziemlich am Anfang der Bibel lesen wir eine spannende Geschichte. Die Geschichte vom Stammvater Jakob. Ich würde ihn auch einen Meister des Image-Managements nennen. Er nutzte zum Beispiel den Hunger seines Bruders Esaus schamlos aus, um das Erstgeburtsrecht zu erhalten. Und später betrügt er seinen Vater Isaac, damit er den Segen erhält. Und er glaubt, dass alles, was er gemacht hat, dass er das machen musste, weil ihm das zustand. Das war sein gutes Recht. Und dann schickt Gott ihn zu Laban. Und Laban ist aus demselben Holz geschnitzt wie Jakob. Derselbe Typ, derselbe Opportunismus, dieselben Tricks. Jakob wird von Laban um die Frau betrogen, von seinem Schwiegervater dann. Er wird um den Lohn betrogen, wieder und wieder. Ja, er sieht den Splitter im Auge seines Schwiegervaters. Er empört sich. Aber ob er ihn in seinem eigenen Auge sieht, seinen Balken, ich wage es zu bezweifeln. Aber bevor wir Jakob vorschnell verurteilen, wollen wir uns vielleicht fragen, wie steht es wirklich um uns? Geht es uns vielleicht manchmal ähnlich? Du kannst dich zum Beispiel wie Jakob fragen, wo schlägst du immer wieder den Kopf an im Leben? Könnte genau das ein Bereich sein, wo du noch Denkmuster hast, die nicht verändert sind, die nicht so sind, wie Gott es haben möchte, dass du da irgendwie blind bist. Oder es könnten Bereiche sein, wo du sehr schnell defensiv reagierst bei Kritik oder wo du schon gar nicht erst irgendwelche Feedbacks zulassen möchtest. Oder Bereiche, wo du ständig dein Verhalten irgendwie rechtfertigen, erklären musst. Oder du dich sehr stark immer wieder mit anderen vergleichen musst. Das könnten genau solche Bereiche sein, wo wir noch in solchen Denkmustern gefangen sind, die uns blind machen, die wie dieser Balken ist, der Jesus da anspricht in diesem Vergleich. Ich habe mich selbst gefragt, und den Heiligen Geist gebeten, wo bin ich noch blind? Wo ist mein Balken? Und mindestens so zwei Dinge wurden mir ganz neu bewusst. Ich glaube, das erste war mir bewusster, dass ich mich schon auch gerne über Leistung definiere. Und ich mag den Erfolg schon auch anderen Menschen gönnen. Aber wenn irgendwo jemand mal etwas nicht so gut gelingt, dann tut mir das selbst wieder gut. Weil ich mich ja selbst auch über Leistung definiere und dann stehe ich besser da. Trifft von mir aus gesehen voll zu auf diesen Vergleich und sagen muss, nein Jesus, das darf nicht sein. Ich möchte überhaupt nicht mich mit über irgendjemanden freuen, dem irgendetwas nicht gelingt. Und ich möchte selbst nicht von Leistung abhängig sein. Ich möchte von dem abhängig sein, was du mir sagst.
Und das Zweite, das hat mir der Heilige Geist so gesagt, wenn es um mein Gebetsleben geht. Ja, ich glaube, das Gebet wirkt. Aber ganz ehrlich, wenn ich es wirklich glauben würde, noch viel mehr, ich wäre viel schneller auf den Knien. Und da hat der Heilige Geist mit mir gesprochen, ja, wie fest glaubst du eigentlich noch, dass du Dinge lösen kannst? Sagen, es tut mir leid, Heiliger Geist, ich möchte wirklich zuerst zu dir kommen. Ist auch ein Balken, wo ich noch eine Blindheit habe, wo ich nicht voll in dem lebe, was Gott für mich bereithält. Ich bin sicher, auch du hast einen Balken. Bist du bereit, dass der Heilige Geist ihn dir zeigen darf? In dieser Bibelstelle sagt Jesus nur, hey, fang bei dir an, aber er bietet uns noch nicht die Lösung an. Aber natürlich wollen wir auch das in dieser Predigt anschauen. Wie kommen wir nun mit unserem Balken klar? Das Erste ist, oder was wir machen müssen, die weiße Flagge schwenken. Kapitulation. Jesus, ich schaffe es nicht. Ich alleine, keine Chance. Ich gebe auf. Oder man könnte es auch noch so im übertragenen Sinne ein Schiffbrüchiger, der irgendwo auf einer Insel ist, der wird alles daran setzen, gesehen zu werden. Und so möchte ich heute sein, wenn es heißt, Jesus, beginne mit mir. Jesus, da bin ich! Bitte, komm zu mir! Hilf mir, ich komme selbst nicht mit mir klar. Dass wir die Fahne schwenken und sagen, beginne mit mir. Es ist eine wunderbare Botschaft. Der Balken, der uns blind macht, der hat Jesus schon getragen. Er hat ja wortwörtlich den Balken getragen, als er nach Golgatha ging, als er zum Kreuz ging. Und am Kreuz hat er auch unseren Balken auf sich genommen. Alle unsere Blindheit, all unseren Stolz, all unsere Selbsttäuschung, alle Täuschung nach außen, alles unser Nicht-Authentisch-Sein, alles Theater, all das hat er am Kreuz getragen. Er starb, damit wir sehen können. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Ohne Evangelium zerstört uns diese Wahrheit über unser Herz, weil unser Herz ständig so schlecht, so schlimm ist. Wir können das nicht aushalten. Mit Evangelium dürfen wir merken, ja, ich bin sündiger, als ich es mir gerne eingestehen würde. Ich bin sündiger, wahrscheinlich, als ich es je erfassen werde. Aber die Liebe von Jesus ist größer und deckt alles zu. Und für alles, diesen ganzen Umfang, den wir gar nicht begreifen können, für den ist Jesus gestorben. Und dadurch wird Ehrlichkeit möglich. Ohne Jesus halten wir das gar nicht aus. Wir brauchen Jesus. Nur er kann uns retten. Und wie tut er das? Durch den Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist, er überführt uns von unserer Sünde. Ja, Jesus hat den Balken getragen. Und wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, er uns vergibt, wir sind eine neue Schöpfung, wir haben eine neue Identität empfangen und trotzdem ist unsere Herzensveränderung noch ein Work in Progress. Also es ist nicht einfach einmal abgeschlossen, sondern wir müssen da ein Leben lang dranbleiben. Jetzt haben wir ein Problem. Unser Herz, das ja so von der Sünde kaputt ist, mit diesem selben Organ sollten wir uns irgendwie beurteilen können, damit wir wissen, wo wir falsch liegen. Und da merken wir, da haben wir irgendwie ein Problem. Du kannst es dir vielleicht vorstellen, wie wenn du dir selbst beim Schlafen zuschauen willst.
Geht nicht, oder? Du kannst nicht selbst beim Schlafen zuschauen. Du kannst es nicht ohne Hilfe. Du kannst eine Kamera aufstellen, dann kannst du es nachher anschauen und dich beim Schlafen beobachten. Ich stelle mir das etwas komisch vor, aber das wäre ein Ansatz. Jesus nennt für dieses Problem einige Kapitel später im Lukas-Evangelium die Lösung. Lukas 11, Vers 13. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns mit unserem Zustand helfen kann. Ja, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist nicht einfach irgendwie eine unpersönliche Kraft im Universum oder noch schlimmer, einfach irgendwie ein Gefühl. Nein, der Heilige Geist ist eine Person und er ist Gott. Und Jesus hat ihn versprochen, als er in den Himmel auffuhr. Und der Heilige Geist ist Gott in uns. Wer immer Jesus aufgenommen hat, der hat auch den Heiligen Geist aufgenommen. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir dürfen ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann wirkt er auch an unserem Herzen. Und er möchte dir helfen. Er möchte dir helfen mit deinem Herz. Er möchte dir auch helfen, blinde Flecken aufzuzeigen. Er möchte dir aber auch die Güte Gottes vor Augen malen. Und schlussendlich ist es die Güte Gottes, die dich zur Umkehr bringen wird. Also der Heilige Geist, er kann dir Jesus groß machen, er kann dir den Vater groß machen. Und wenn du so seine Güte siehst, dann wirst du auch sagen können, yes, beginne bei mir. Heiliger Geist, beginne bei mir. Ich brauche dein Wirken in meinem Leben, ich brauche dein Reden. Und auch wenn es darum geht, von Sünde überführt zu werden, sagen, ja, beginne mit mir. Beginne nicht bei meinem Bruder, bei meiner Schwester mit dem Splitter. Beginne bei mir mit dem Balken. Ich bin bereit. Und der Heilige Geist, er gibt uns auch ein neues Herz. Zweitens ist das. Hesekiel, ein Prophet, der circa 600 Jahre vor Jesus gelebt hat, der hat es so beschrieben. Und ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Ja, ein Herz aus Stein, das ist eben ein Herz, das verhärtet ist, das sich irgendwie schützen muss in Denkmustern, die schlussendlich eben die Fassade, die Maske fördern. Ein Herz aus Stein ist unbeweglich und es kann schlussendlich die Wahrheit über sich selbst nicht aufnehmen. Und Gott möchte uns durch den Heiligen Geist ein Herz aus Fleisch geben, das empfindlich ist, das weich ist, das lernfähig ist, das offen ist für das Wirken des Heiligen Geistes. Und das Beste, dieses Geschenk, dieses Herz ist einfach ein Geschenk. Wir können uns das nicht selbst geben, aber wir können im Glauben Gott bitten, sagen, Herr, schenke mir dieses Herz aus Fleisch. Willst du, dass Gott bei dir beginnt? Ich habe so 2 einfache Gebete formuliert, die tägliche Gebete für uns sein können. Das erste, Heiliger Geist, zeig mir bitte, wo ich daneben liege, damit ich umkehren kann. Und zweitens, Heiliger Geist, verändere bitte mein Herz. Wir wollen uns jetzt einfach einen Moment Zeit nehmen, wo du ganz persönlich einfach mit Jesus zusammen sein kannst und wo du den Heiligen Geist, wenn du das möchtest, genau diese Gebete auch zum Ausdruck bringen kannst. Heiliger Geist, bitte zeige mir, wo ich daneben liege. Zeige mir,
wo ich noch einen Balken habe, wo ich in Denkmuster drin bin, von denen du mich befreien möchtest. Und Heiliger Geist, ja, dieses Herz aus Stein, ich möchte es weglegen, ich möchte wirklich ein neues Herz empfangen, das aus Fleisch ist. Verändere du mich. Danke, Heiliger Geist, dass du diesen Moment einfach zu uns sprichst. Heiliger Geist, möchte ich gerade bitten, dass du einfach mit deiner Güte uns begegnest, dass du uns den Vater zeigst in seiner Liebe, dass du uns Jesus zeigst, wie er sich mit uns identifiziert hat und wie er sein eigenes Leben gegeben hat, damit wir leben können. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass wir wirklich so innerlich die weiße Flagge schwenken dürfen. Dass wir nicht irgendwie in unserem Stolz gefangen sind, sondern dass wir sagen, dass wir wie ein Schiffbrüchiger alles daran setzen, um gesehen zu werden. Sagen, ja Herr, dich brauche ich. Komme, begegne du mir, verändere du mich. Heiliger Geist, zeig uns auf, wo wir daneben liegen und verändere du uns einfach. Verändere du uns. Mehr als alles übernatürliche Wesen, das auch von dir ausgeht. Wir wollen uns einfach danach ausstrecken, dass du so einfach in unserem Leben wirkst, uns veränderst. Beginne mit uns. Wenn du heute da bist und du hast noch gar nie dein Leben Jesus anvertraut, du kannst es jetzt tun, an deinem Platz, in einem ganz einfachen Gebet, Jesus bitten, dass er dir deine Sünde vergibt. Dass er dich annimmt als sein Kind. Und dass er, wie es da bei Hesekiel heißt, dass er dir ein neues Herz gibt. Wenn du so umkehrst, darfst du gewiss sein, Jesus, er wird dich annehmen. Und was er am Kreuz getan hat, hat er in dem Moment für dich getan. Und es hat noch dieselbe Kraft wie damals. Er wäscht dich rein von aller Schuld. Halleluja. Ich möchte noch in einen kurzen letzten Teil gehen. Der Heilige Geist, er erfüllt uns auch mit seiner Liebe und seiner Kraft. So weißt du, dass Gott dich wirklich, wirklich, wirklich liebt. Und du kannst auch Menschen lieben, die du vielleicht vorher verachtet hast. Römer 5,5. Denn wir wissen,
wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wenn der Heilige Geist unsere Herzen mit Liebe erfüllt, dann müssen wir uns nicht durch andere Dinge definieren, sondern dann dürfen wir ruhen in dieser Identität als geliebte Kinder Gottes. Und wir dürfen aber auch diese Liebe haben für andere Menschen, dass wir eben nicht verurteilen müssen, sondern dass wir Demut haben dürfen, aber auch ganz viel Barmherzigkeit haben können. Und heute ist Pfingsten der Tag, an dem wir Christen feiern, dass der Heilige Geist nicht nur in uns lebt, sondern dass der Vater ihn ausgegossen hat. Eben mit dieser Kraft, mit dieser Liebe. Und wollen wir uns nicht einfach jetzt einen Moment Zeit nehmen, wo wir uns danach ausstrecken, wo wir sagen, vielleicht hast du diese Kraft noch nie erlebt und sagst, Heiliger Geist, ich bin heute hier, ich möchte das. Und vielleicht hast du das schon viele Mal erlebt, aber du bist auch da und sagst, Heiliger Geist, einmal mehr, ich möchte nicht aus meiner Kraft leben, erfülle mich ganz neu.